Ja, servus, grüß euch und habe die Ehre beieinander. Jetzt packen wir es da die sagen. Und gleich wieder eine rote Ampel, das passt hervorragend. Rechts abbiegen auf Dr. Kilianstraße. Oh mein. Das erste gleich wieder in den Stau reingefahren. Die Ampel schaltet auch wieder nicht um, das steht nicht drum. So habe ich heute schon mal gesagt, auf Messe von Ubisoft starten eine Umstrukturierung im Personalprogramm mit Fokus auf die Division Franchise und Snowdrop-Technologie. Ob sich das unmittelbar am Gameplay oder Roadmap oder Inhalte auswirkt, wird noch nicht kommuniziert, aber ich darf noch mal ganz gerne eure Meinung dazu wissen. Und das war dann einmal ein wenig so ein Thema, was man jetzt die ganze Zeit ein wenig so belabern könnte. Ich weiß nicht, ob sich ein paar Leute da zusammenfinden, die wo das Ganze auch interessiert, weil wie ich das gelesen habe, wir haben es geschrieben, recht schöne Umschreibung von, ja, wir müssen mal leider Leute rauswerfen, aber es habt eine Chance, wenn es das tut, was wir wollen, dann dürft es da bleiben, ansonsten müsst es leider oder dürft es selber gehen. Das ist auch recht lustig. Es ist eine schöne Umschreibung. Schau, meine Kamera da nicht runterfällt. Eine schöne Umschreibung, wenn man Leute rausschmeißen nicht muss, darf. Was ich aber sinnvoll finde, dass tatsächlich an dem ganzen Franchise von Division schon ein enormes Potenzial dran hängt. Und ich sage, mit einigen wenigen kleinen Änderungen, also ich bin kein Programmierer nicht, aber normalerweise sind die Änderungen nicht so drastisch krass. Ja, und da darf ich halt dann sagen, das wenn es Mauerdaten, ja, dann kann man wieder ein brutaler Schwung rein, zumindest ja,
meine ich das zumindest. Ja. Ob es da noch so ist, weiß ich auch nicht, aber vielleicht einmal einen Brief schreiben oder vielleicht auch mal, ja, Ubisoft einmal ein wenig so ein, was sagen wir da, so ein Leserbrief oder wie sagen wir da zu dem Scheiß? Einfach mal E-Mail schreiben, was sie davon halten. Ich habe das gestern in der Nacht so im Stream ein wenig mit einem erörtert und ja, ich muss sagen, das ist eigentlich keine schlechte Idee nicht. Und zwar bei den Geheimmissionen, wo sie so existieren, warum macht man die nicht einfach alle einen Schwierigkeitsgrad schwerer? Zum Beispiel auf Legendär alle 8 oder auf, weiß ich nicht, vielleicht auch Masterklasse. Ja? Das dauert eigentlich, ich glaube, das sind dann 8 Missionen, wo du das dann zocken kannst. Und das sollte dann nicht allzu leicht machen, dass auch die Gurten dann aber ein bisschen länger brauchen, als wir 2 Tage bis da durchrumpeln. Also war zum Bewerkstelligen und natürlich dann pro Mission irgendwie ja, eine besondere Belohnung, weil du es halt dann geschafft hast oder wenn du das Solo geschafft hast etc., aber nicht gerade irgendein so ein Armpatch oder was, sondern vielleicht wirklich eine einzigartige Waffe, ähnlich die Raid-Waffen, wo du dann nur da kriegst. Ich denke halt, dass das schon einiges, ja, dass das einigen Schwung bringen darf, ja, und man nicht wirklich jetzt gleich eine ganze Map programmieren muss oder irgendwie was Neues von der Grafik her oder irgend sowas, sondern dass einfach das, ja, dass einfach das so, wie soll ich sagen, gerade den Schwierigkeitsgrad implementieren, sagen wir, oder? Müssen. Und ich denke, das kann quasi ein Riesenaufwand sein. Aber wie gesagt, ich bin kein Programmierer nicht, aber ich kann mir das schon gut so vorstellen. Ob es denn dann auch so wird oder ist, oder ob es drauf eingegangen war, interessant. Aber ja, ich bin gerade ein kleiner YouTuber, ob es auf mich hören. Wenn es eine gute Idee ist, denken wir halt auch, warum halt nicht. Gell? Na, dann schauen wir mal. Heute übrigens in High Definition mal Querbild ein, weil eben ja, andere Art von Stream halt ein bisschen. So, jetzt dachte ich mir, ja, scheiß Wetter habe ich einen Tag, wie man sieht, regnet halt auch ein bisschen. Der staut mit der Früh der Teufel. Stell dir vor, ich hätte keine Windschutzscheiben. Uha! Da schaut man ganz schnell ganz wild aus. So, fahren wir jetzt ungefähr eine Stunde, 2 Stunden, oh je. Ja, Navi sagt, das sind 160 Kilometer, wenn alles gut geht, brauche ich mindestens 2 Stunden bis am Zielort. Das heißt, ich fahre jetzt schon wieder nach Hause. Bin jetzt momentan in Weiden in der Oberpfalz. Ich grüße alle Oberpfälzer hier und dann schauen wir mal weiter. Wie gesagt, gestern auf Nacht im Stream habe ich mit einem ein bisschen geredet. Ich habe aber gesagt, Raven heißt er, aber ich glaube, das ist der Revenium selber auch ein Streamer. Und ja, der hat eben das auch mit den Geheimaufträgen, haben wir ein wenig so hin und her überlegt, dass das eigentlich vielleicht gar nicht so deppert war. Ich weiß nicht, warum dass du selber nicht draufkommst. Stellen die deine eigenen Spiele nicht oder was? Verstehe ich nicht so ganz. Oder ist wirklich so schwer, das zum Einbringen möglich? Also wie gesagt, wenn der jetzt einer ein bisschen mehr Ahnung hat, dann war es nicht schlecht, dann kann man mal da drüber diskutieren. Ich höre mir auch gerne was an, wenn einer wirklich eine Ahnung von Programmieren hat, wie viel das dann in dem Spiel ausmacht, wenn man das da einzwicken möchte, sollte. Da war das schon auch interessant für mich, weil ich bin ja neugierig von Haus aus. Ne? So. Jetzt bin ich wieder da mit meiner jugendlichen Weisheit. Jetzt warte eine halbe Stunde und fange wieder von vorne an. Oh mein, oh mein, oh mein, oh mein. Was ist das wieder für ein Hosenbiesler da? Wir fahren 80, das ist die Autobahn. Wir dürfen hier 80 fahren und die fahren wir da. Mein Gott, nein. Ich fahre da noch mit 75 dahin. Alter, da schlafen wir 10 rein. Ah, irgendwie läuft ihm sein Wagerl etwas schief, oder? Da ist das. Bei dem sein Aufleger, der läuft da total schief hinten nach. Ich sehe ja vorne links, ja genau. Jetzt fährt er wieder gerät, hinten hängt er aber ganz schön weit um.
Da stimmt was nicht, hat er gesagt. So, mein Chat ist halt wieder kaputt irgendwie, was auch nicht. Aber nein, funktioniert eigentlich schon. Sollte nach Möglichkeit funktionieren. Ob dann Bild und Ton passt, weiß ich allerdings nicht, weil das sehe ich nicht. Weil der Ton ist natürlich daheim besser, weil da habe ich gerade irgendwie so ein windiges Mikro. Ja, genau. Das hat mir der nächste einer. Ja, Mahlzeit! Was? Ja. Der Yeti, servus! Und? Alles klar bei dir? Ich habe jetzt gerade ein bisschen vorhin ein wenig gelabert über Division und über das letzte Video, was ich braucht habe, dass jetzt Steiner ja, die Leute ausstellen mit einem ja, ein bisschen ein Kompliment oder auszukomplimentieren, wenn sie dann was sie möchten. Ja, dann dürft es auch freiwillig geben, bevor wir euch ausschmeißen müssen. Tja, aber was halt gut war bei den ganzen Nachrichten, was da gekommen sind, am Fokus auf Division 2, Division 1 und auf die kommenden Dreier und wie heißt das andere? Research, glaube ich, irgendwas mit Mobile, mit Handy etc. Das war nicht schlecht, oder? Also ich finde das wirklich gut. Und ich habe auch gestern im Stream auf Nacht mit dem Revenium, glaube ich, war das, Raven. Irgendwas, und dann gewesen sein, dass der Wolfgang war. Jetzt, mir sagt es momentan die falschen Nicknamen an, ich habe keine Ahnung warum. Aber da haben wir ein wenig so spekuliert, man könnte da mit wenig Aufwand eigentlich brutalen Wind einbringen in das Ganze. Und zwar, wenn man zum Beispiel bei den Geheimmissionen legendär schalten darf oder auf Masterklasse, dass man es halt ausweichen kann und dann mit einer speziellen Belohnung, die es sonst wirklich nirgends gibt, belohnt. Ich glaube, dass da schon ein paar drauf anspringen darf, weil ja, da brauchen sie nicht verändern, nur die Geschwindigkeit ein wenig Affe dran. Da muss man nicht die ganze Map neu programmieren etc. Weil ich bin nicht so, du bist nicht so schnell mit meinem Dialekt, sorry. Aber ich kann tatsächlich nur, wenn ich ein Video mache, Hochdeutsch sprechen, weil da muss ich es ablesen. Und da geht es dann Hochdeutsch. Aber so Freihand, wird es schwierig. Also, wie weit hast du das verstanden? Dann versuche ich das Ganze mal in Hochdeutsch zu übersetzen. Gestern Abend im Stream, ja, war ein Kollege mit bei und wir haben so über Division philosophiert, wie man da einen neuen Wind reinbringen könnte. Weil ich und Hochdeutsch wieder, das wird es. Und normalerweise würde es eigentlich reichen, wenn man die Geheimmissionen, die in dem Spiel schon existieren, einfach mit einem höheren Schwierigkeitsgrad belegt. Also in Legendär oder Masterklasse und das oder dieses dann mit einer besonderen Waffe oder einem besonderen Item belohnen würde. Da brauchen sie nicht viel machen, aber ja. Ja, nein, aber der Grundgedanke, wie sie es dann lösen, weil wenn nichts Besonderes im Spiel ist, dann wird es ganz schnell ganz fad. Ich habe mir das letzte Mal gedacht, wie ich drin war, habe ich heroisch gespielt mit, glaube ich, 3 Direktiven. Sollte nicht ganz so einfach sein. Aber ich habe da die Arena gespielt und ich muss sagen, ich habe nebenbei noch Nasen bohren können. Und ja, das ist eigentlich, so soll es nicht sein. Ja? Wenn jetzt so Veteran wie ich ewig lang im Spiel, dann ziehst du die, ja, was weiß ich an, sag jetzt mal so ein Ultra-Damage-Bild, ja. Du weißt, wo die Ads kommen, du weißt, wo was auftaucht, du bist schon, bevor die auftauchen, am richtigen Platz, somit wird das Spiel langweilig. Entweder sie bauen tatsächlich eine KI ein, das habe ich gesagt, die praktisch die Ads spawnen lässt anhand des Verhaltens des Spielers. Ja, wenn jetzt der brutal mega, was weiß ich was, Damage-Bild anhat und haut Schaden raus, dass das schlecht wird, ja, warum machen sie es dann nicht so, dass für den das dann auch schwieriger wird? Freilich sind immer wieder ein paar Winsler dabei, aber wenn ich
die wir dann sagen, Mimimi ist zu schwer. Aber wenn es mit KI steuere oder mit irgendeinem Programm, ja, dann wäre es ja eigentlich so, dass für den einen, dass das ausgewogen ist, was das heroisch oder was weiß ich, legendär auch legendär bleibt und mit einem guten Bild oder dem besten Bild es natürlich leichter wird, wenn man es hat, aber stellenweise ist es ja schon so einfach, dass du sagst, leck mich am Arsch, ist das einfach. Also ich habe mich tatsächlich gestern gelangweilt, muss ich zugeben. Was gut ist, die ganzen Neuerungen, den ganzen Event-Zeig und mit dem Event, was gestern oder heute in der Nacht noch gelaufen ist, mit dem 75% Crit-Chance und so weiter. Natürlich hat man das in der Waffenstärke brutal kennt, ja, aber naja. Ja, genau. Ich habe gestern tatsächlich legendär probiert, aber ich habe da keine Nerven zu, ich bin nur einfach zu schnell. Die Geduld ist eine Tugend, die nicht jeder hat. Und da bin ich heute halt schwer raus, wenn es ums Spielen geht. Ja, genau. Das finde ich jetzt eben auch, weil heroisch ist nicht wirklich mehr so schwer. Ja. Ja, wie gesagt, ich bin kein Programmierer. Ich habe jetzt tatsächlich vom Spiel, wie das funktioniert, weil du schreibst irgendwas mit Search Code oder so. Ja, no plan. Ja, ich habe mich da nicht eingelesen. Ich weiß da jetzt tatsächlich auch nicht wirklich was drüber. Aber ich denke mir halt, dass möglich wäre. Und wenn die Gruppe, die jetzt ist, das ganze Massive-Team, den Fokus auf die Vision legt, dann sind es nur ein paar Leute, die wo immer oder allesamt das Gleiche machen. Und aus sowas könnte was Großes entstehen, meiner Meinung nach. Und ob jetzt die Community ein bisschen winselt oder nicht, du 100.000 Leute in einen Topf hau drauf, du wirst immer einen erwischen, der wo passt. Also dem wo es nicht, wie soll ich sagen, dem wo es gerechterweise trifft. Ja. Dann erwischt du mal wieder einen, dem wo es halt ungerechterweise trifft. Das ist ganz, ganz normal. Ja. Das ist auch bei mir so. Die einen finden es gut, die anderen finden es scheiße, die nächsten verstehen mich nicht, so wie du. Und bei den anderen biegt das Übersetzungsbuch unterm Stuhl drin, die haben nur noch nicht nachgeschaut. Also, wie gesagt, das ist. Ja. Was hat das letzte Mal einer geschrieben? Ein geiles Video, selbst der YouTube-Übersetzer kackt bei dir ab. Aber ich gesagt, ja, den Bot zerlegt es regelmäßig, wenn er meine Videos versucht zu übersetzen. Das geht nicht. Ja, what the fuck. Aber ist halt so, ne? Jeder braucht irgendwas. Bei mir ist das, Leute schauen meine Videos an, aber verstehen mich nicht. Juhu. Ja, es ist auch kontraproduktiv. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel wie gestern so ein Nachrichten-Video mache, dann versuche ich tatsächlich Hochdeutsch zu reden. Ich muss mir das natürlich dann auch aufschreiben, dass ich keinen Scheiß nicht erzähle. Und wenn ich was vorlese, dann wird es automatisch Hochdeutsch, weil Hochdeutsch reden und Bayerisch Hochdeutsch lesen und Bayerisch reden funktioniert jetzt nicht wirklich. Ne? Das ist ganz klar. Geht dir jetzt, das würde mich interessieren. Du schaust über den Fernseher, wie ist denn das Bild? Ja, das geht nicht. Das haben es tatsächlich die großen Streamer angesprochen. Ich glaube, ich sage jetzt das Wort, ja, aber wurscht, er ist einfach sehr gut. Wie jetzt zum Beispiel der Charles, weiß ich, also denke ich mal zu wissen, dass der da schon was gesagt hat über Crossplay und die haben dann dagegen gehalten, dass das nicht funktioniert, weil das Spiel zu alt ist. Warum und wieso, weiß ich nicht. Ja. Also es haben schon ein paar große Streamer oder deutsche gute Streamer nachgefragt, warum das nicht machen und ja, das heißt, dass das bei dem Spiel halt nicht funktionieren würde. Da sitzt gerade am PC, aha, alles klar. Oder Remastered, ja, das war cool. Ja, sorry, aber es schifft halt ohne Ende. Das ist wirklich Hammer.
Aber wenn man sieht, sieht man nichts. Wenn ich den Stream quer laufen lasse, habe bei weitem nicht so viele Zuschauer, weil das Video nicht verteilt wird bei mir. Das ist ein Riesenmanko. Bei Twitch ist es normal, weil da habe ich es auf, wie heißt das, IRL-Stream, ja, also Chatten, Real Life etc., weil ich das nicht anders einstellen darf. Aber bei YouTube wird es einfach nicht verteilt. Vor allem läuft es jetzt auch unter Unterhaltung und nicht unter Gaming. Ich glaube, dass die meisten auch gar nicht benachrichtigt werden. Weil jetzt wäre eigentlich eine Zeit, wo fast noch oder viele Zeit haben. Aber was soll's? Man kann es ja dann abrufen. Und die Views hinterher sind immer höher als wie die, wo ich im Stream habe. Das ist auch schon lustig irgendwie. So, jetzt geben wir mal Gas. Jetzt hat sich der verdünnt ein bisschen da. Aber was, ich denke, einen Schwierigkeitsgrad bei manchen Missionen ein wenig erhöhen, mehr legendäre Missionen reinklatschen oder auch mit den Master-Missionen nicht schon angefangen haben, nicht nur die Climax-Missionen, also wo es dann auf Master läuft. Warum machen sie das nicht? Weißt? Das wird jetzt nicht wirklich. Du hast eine Benachrichtigung bekommen. Danke für die Glocke, mein Lieber. Du wirst wahrscheinlich der Einzige sein, der aber Benachrichtigung von mir kriegt. Weil die meisten, die schauen ja inkognito. Ja? Das ist aber ganz lustig. Weil da hast du im Stream dann, was nicht, da sage ich abgesetzt mal, 89 Viewer ungefähr und genau 2 haben geschrieben, weil die anderen schämen sich bei mir was reinschreiben. Aber ich habe Fehlwolzen geschaut. Oh mein Gott. Hoffentlich erwischt mich keiner. Also ein bisschen outen, ja. Aber nur die harten kommen nicht an. So schaut's aus. Was der Olomaun sagt gestern nur im Discord geschrieben, er findet Snitch nicht. Ich habe den gestern zweimal gefunden und einmal hat er sich tatsächlich weggebeamt, ja, an seinem Platz, wo er eigentlich steht. Er hat sich nicht bewegt, aber er hat sich weggebeamt. Habe eher einen Short, der glaube ich kommt am Mittag kommt der Short raus, habe ich aufgenommen. Das ist recht lustig gewesen. Ja, ist doch, genau. Aber sowas brauchen wir doch, oder? Dass ein bisschen was drin ist, was echt knackig ist. Da wo nicht jetzt, wenn irgendwie so ein Pro-Gamer dranhängt, der wo dann, was weiß ich, das Ding dann 10 Stunden am Stück durchspielt und dann hat er es alleine solo geschafft. Also es gibt Leute, die wo Paradise tatsächlich alleine schaffen, aber das sind unter 10.000 wahrscheinlich 5, die wo das können oder schaffen. Aber es soll eigentlich da meiner Meinung nach schon ein bisschen Gas geben werden mit dem Schwierigkeitsding. Oder man nimmt das, was man hat und schraubt es ein bisschen rauf, dass die halt ein bisschen mehr aushalten oder gescheiter werden oder was auch immer. Ja. Am besten, glaube ich, wäre das, ja genau, Teamplay ist gefordert. Das Teamplay fördern, dass man alleine keine Chance hat, ja. Das wäre mal 1. Oder dass auf einer bestimmten Schwierigkeitsstufe alleine kacke wird. Ja. Es wird immer ein paar geben, die was schaffen, aber wie gesagt, ich spiele ja nicht erst seit gestern und wenn es ein legendär ist, wenn ich mich zusammenreißen würde, ja, dann würde es wahrscheinlich schon packen. Aber ich habe jetzt echt keine Lust nicht, dass ich da eine Stunde oder so in ein Ding drin hänge, nur weil ich wieder abwarten muss, bis der Ed einen Furz lässt, damit ich den erschießen kann. Weil wenn ich den Schädel raus tue, der mir instant weggeschraubt wird. Ja, das ist halt das langweilt jetzt mich persönlich. Ja. Ich mache das zur Entspannung, ich mag ein bisschen rumpflastern. Aber wie gesagt, mit den Geheimaufträgen, ich schreibe tatsächlich immer E-Mail an die lieben Leute von Massive. Ich weiß zwar nicht, ob es durchkommt, aber da ich seit neuestens auch Ubisoft-Partner bin, nehmen wir das Graul jetzt einfach raus, dass ich so eine E-Mail schreiben darf, weil sie wollen ja immer Community-Feedback und ja, vielleicht jedes Huhn findet mal ein blindes Korn oder so und vielleicht haue ich ihm da nochmal das Richtige vor die Füße. Wobei jetzt wahrscheinlich erst einmal einlesen muss, ob es technisch irgendwie machbar wäre. Ja, da muss ich mal meinen Spätzl fragen, der ist IT-Mensch
Und der könnte man das wahrscheinlich dann schon ein wenig ausdeutschen, damit er nicht nur Humbug und Blödsinn schmatzt oder reden oder machen oder irgendwie so. So. Wo ist mein Kaffee? Na den, Prost. Jetzt ist die auch schon wieder leer. Da ist aber ein Spezi auch noch geholt. Eine gute Spezi von, darf ich nicht sagen, Schleichwerbung von Rauer. Ja genau, Kenley College. Wenn es das Kenley College, das habe ich jetzt tatsächlich genau auf die 7 Jahre zweimal gespielt. Ich bin da also absolut der Burner in dem Conley College. In dem scheiß College halt. Ja. Kenley College, so rum. Und das macht mir in dem Sinne dort Spaß nicht, weil irgendwie muss man da ja auf Zeit und überhaupt und ja, ich weiß auch nicht. Das könnte man wegen die Map könnte man nehmen und da irgendwie was anderes draus machen. Das Kenley College ist ja nicht immer online, das schalten sie ab und zu rauf, rein, an, keine Ahnung. Und ich habe gesehen, aber auch ein bisschen gespickt, ja. Und was es die versteckten Loot-Räume da so gibt, das ist jetzt auch nicht wirklich der Burner, sage ich jetzt mal. Für mich ist es in dem Sinne interessant, weil ich über den überhaupt noch kein Video gemacht habe, aber da es halt nicht ständig online ist und das sowieso jetzt nicht allzu viele Spiele, sparen wir das einfach. Weil mir hat das irgendwie total gestresst. Ich habe da nie den Weg gefunden, wo ich jetzt als nächstes hin muss. Oder, ja, weiß auch nicht. Wird wahrscheinlich jetzt doof für das Ding. Ja, Rätsel an sich ist ja gut, aber dann auf Zeit war weniger gut. Aber man könnte ja auch mehr draus machen, genau. Man könnte es zum Beispiel permanent Potenzial, was der Wichtige, wo sie weiß. So, jetzt müsste es wieder funktionieren. Ja, wäre vielleicht eine gute Idee gewesen, ja. Das für Halloween besondere Ads halt dann spawnen lassen, was weiß ich, irgendwelche Geister oder die muss dann nur mit EMP umklatschen kannst oder weiß der Teufel was. Hier sich irgendwas einfallen lassen, ja. Aber die, glaube ich, haben momentan intern einige Probleme, dass die mit Umstrukturieren genug zu tun haben, dass sie froh sind, wenn sie das jetzt noch reißen, was sie jetzt noch machen müssen. Also, das ist vielleicht wahrscheinlich das größte Thema, was jetzt momentan. Ja, was möchte der Affenkopf da? Überhole mich halt dann den ganzen Namen. Ich von 90, er von 91,5 und kommt nicht vorbei. Mein Gott, gut, dass Blödheit nicht weh hat, weil sonst hat der Lastwagen wahrscheinlich gerade noch grillieren und schreien und tun und verwerken. Alles klar. Na, добрый день. Da bin ich echt froh. Da bin ich richtig froh, dass Dummheit nicht laut ist. Wenn du selbst bei mir da für Lautstärken, fährst du mal in der Großstadt rein, da kannst du nicht mehr was für das willst, dann kannst du wahrscheinlich mit 4 Euro Bucks in die Ohrwaschel nicht mehr Gerät ausgeben, weil es so laut wird. Ja. So. Da haben wir tatsächlich eine Dufthasenheit gekauft. Dann schau, wie der düftet. Ich will den Schnipsel ausziehen. Ich muss zuerst einmal Zigaretten erzählen, weil Rauchen gefährdet die Gesundheit. Auf irgendetwas muss ich hin. Das lebe ja ewig. Das mag jetzt auch kein Oder.
So. So, jetzt haben wir den Stiftel aus der Figur da. Ja, wie gesagt. Das verstehe ich jetzt nicht. Was zieht denn? Bei dem Ausdruck bin ich jetzt raus. Erstmal nicht Zichte, jetzt verstehe ich. Zichte. Ah, ich sehe das so schlecht. Erstmal Zigarette hast du gemeint. Ne? Flippe, Fluppe, Chick. Ja. Understand schon. I understand schon am Blocker erst. So. So, den Kasperl da nochmal. Jetzt muss ich den nochmal aufhängen, oder? Hoffentlich duftet der jetzt. Oh, leck, das stinkt noch frisch gewaschener Wäsche. Ja, super. Was sagt mir meine Frau da einfach? Wo ist denn das Scheißteil? Jetzt wollte ich jetzt das nur nach New Car oder weiß ich nicht, wo es Hippieren riecht oder. Jetzt habe ich da Baumwolle da. Little Joe. Car Air Refresher. Wow. Was steht da? Put a smile in the air. Wow. Da lacht gar nichts, das stinkt jetzt auch. Oh. Ach, das soll ein New Car sein? Ja, bist du blöd, oder? So riecht, wenn ein neues Auto so riecht, dann schmeißt es instant sofort weg. Ohne dass ich irgendwas sage. Wenn er dann fragt, warum hast du das neue Auto weggeschmissen hat, das hat schon so kaputt gerochen. Boah. Alter, da stinkst du. Ich muss es jetzt dann gerne mal umrufen und zusammenscheißen, was dieser für ein Schmarrn macht. Boah, ist das geil. Ja, logisch. Der Eberhofer spricht, der Betzel, der Sebastian, der kommt ja aus Niederbayern. Nur der Simon nicht, das ist ein Österreicher. Und ich glaube zu wissen, der Werner, also ein Wiener. Aber da bin ich mir nicht sicher. Aber der Eberhofer himself, der ist tatsächlich aus Bayern. Der kann sich aber tatsächlich im echten Leben auch kultiviert ausdrücken, das was ich da tatsächlich nicht so hinbringe. Ja? Bei mir ist das echt, bei ihm ist eine Rolle. Aber nur die Leberkassemmeln haben die Metzgerei Simmerl, da haben wir nämlich erst eine Leberkassemmel gekauft. Die ist im echten Leben gibt es die alten tatsächlich als Metzgerei, heißt noch anders, darf ich noch nicht sagen, Datenschutz, weil das ist ein Kunde von uns. Und die ist, kann ich aber sagen, das liegt in Frontenhausen. Also Frontenhausen ist bei Dingolfing, Dingolfing ist bei Landshut und Landshut darf dann noch jeder kennen, das ist 60 Kilometer von München weg. So. Und wenn einer die Eberhofer angeschaut hat, ist tatsächlich so, dass in der ersten Serie, wo der Container da auf einen draufplatscht, ja, so quasi Haken kaputt, Mensch auch, die Stelle weiß ich tatsächlich auch, wo es das dreht hat. Sprich, den Eberhofer Kreisel, schwieriges Wort, habe ich tatsächlich auch gehabt, oder habe ich sogar im Stream schon gehabt, weil da haben sie Figuren eingestellt in der Mitte. Ja, da kehrt schon richtiger Keil ein, das ist eine Leberkassemmel. Aber die spinnen auch schon. Ich habe letztes Mal gezahlt 2,80 für eine Leberkassemmel. Also für eine. Habe die Ehre. Die haben früher mal 1 Euro gekostet. Oder 1,20 oder so. Ich weiß nicht, was der Verteidiger geworden ist. Wahrscheinlich die Kuh, was da drin ist. Oder die Sau.
weißt du, so wie Sau frisst nicht, oder zu meinen Töchtern sage ich, aber ich frisst nicht so viel, weil Sau braucht auch noch was. Dann schauen sie mir aber ganz entgeistert an. Ja, der Eberhofer-Kreisel, ja genau. Der ist, wie gesagt, auch in der Nähe von Frontenhausen. Und wenn du dir an den Punkt raufstellst, wo die Kamera steht, dann schaut es aus wie im Film. Nur wenn du da hinfährst und ganz normal, dann guckst du nicht drauf. Ja? Weil ja, das schaut eigentlich ganz anders aus. Ich weiß nicht, wie sie das gemacht haben, aber die haben da ein paar Häuser wegretuschiert. Aber da siehst du wieder, was die im Film bescheißen. Ja? Aber naja, deswegen ist ja ein Film. Deswegen ist es auch ein Film. Aber haben wir direkt eine richtig schöne Aussicht. Wenn es im Stream noch halb so gut ausschaut wie jetzt bei mir da auf der Kamera, dann haben wir da ein Herbstfeeling pur. Das Blöde ist, ich kann die Kamera gerade mit 30 Frames pro Sekunde laufen lassen, weil 60 packt es nicht mehr. Das wird da mit der GoPro gehen, dann müsste man die mitnehmen, mit der streamen. War vielleicht auch mal eine Idee. Und da brauche ich dann noch ein Kabel, weil sonst geht der Akku nach 1,5 Stunden flöten. Und das klang nicht mehr nicht ganz. Motorrad habe ich mal einen Teststream gemacht, dieses Jahr, mit der GoPro. Hat schon funktioniert. Nur da muss man eine Strecke aussuchen, da wo auch die Netzverbindung gut ist. Weil sonst macht es, ja, die hat halt ein bisschen mehr Volumen zum Durchjagen durch die Leitung. Ja, du warst eh dabei, genau. Ja, die Perspektive ist da entscheidend. Ich finde es ganz gut. Wir haben jetzt die Halterung so am Lenker hingebaut. Wenn ich da absteige, kann ich es umklicken. Dann schaut es eigentlich so aus, als würde ich so einen Ego-Shooter machen. Ja, weil meine Hände sieht man, wenn ich gehe. Und ja, muss halt dann noch das Richtige finden, weil ich darf ja andere Leute nicht filmen. Mal schauen, was wird. Irgendwas lassen wir schon einfallen, aber mir fehlt einfach die Zeit. Ideen hätte ich nur, aber Zeit ist mein Feind. Das ist auch bei den Videos so. Leider habe ich nicht so viel Zeit, als ich gerne hätte. Was haben wir denn jetzt? Erlebniskugel am Steinberger See. Bin in der Früh auch schon ganz nah vorbeigekommen. Kannst du aufsteigen und hochhupfen? Passt. Ja, mehr Licht einschalten, oder? Ja, aber nochmal zurück zu Division. Also, ich würde sagen, müsste man echt einmal was aufsetzen, was die Jungs da machen, ob sie das überhaupt kriegen, lesen. War interessant, wie es reagiert. Ja, ich mache das einfach einmal. Kostet ja nichts. Oder die haut es dann instant raus vom Programm. Den braucht man denn da dazu? Den Kreativ Art Direktor oder den schreibt man da in so einem Fall? Habe ich keine Ahnung.
Also manche Beiträge sind schon der Hammer. Aber ich muss gerade feststellen, weil ich gerade nachgeschaut habe, es gibt tatsächlich schon 2806 Wahnsinnige, bei denen ich mich recht herzlich bedanken muss, weil die haben mich nämlich abonniert. Ich hätte nie geglaubt, dass das so viel Leute werden. Brutal. Also für mich eine brutale Leistung und das ungefähr auf ein Jahr jetzt. Ja gut, ein bisschen länger. 2 Jahre sind schon fast. Macht nichts. Das ist schon was. Ja, hau doch mal ein Lebergas-Semmel in den Schnauzen. Es wird dann schon. Oder was gibt's bei euch da? Rollmops-Semmel oder was? Nein. Bleib beim Lebergas, der ist nahrhafter. Wie das Fisch zeigt da. Da sehen die, weil jetzt wirklich nicht schlecht. Ich habe nur den gestunkenen Bären da hängen. Boah. Jetzt hat man sich daran gewöhnt, jetzt rieche ich es glaube ich gar nicht mehr. Nur wenn ich mich konzentriere. Und der Franken! Boah, und da verstehst du mich nicht. Sag einmal. Auf Fränkisch kann ich nicht gescheit. Weil Fränkisch ist ja schon mehr Hochdeutsch, ne? Wenn es so schnell wird, ja, ich rede ein bisschen schnell, das habe ich schon vorhin gesagt, ja. Meine Frau sagt immer, red nicht so schnell, weil das wirkt ein bisschen einschläfernd. Sag ich, wenn ich was verzeihe, ist noch keiner, aber noch nie einer eingeschlafen. Das war beim Bund schon immer recht lustig, wenn ich aber so einen Vortrag halten müssen über irgendeinen so einen Schwachsinn. Ja, dann sind sie aber zum Schluss schon ab 11:30 am Tisch drin gehängt und wenn ich dann gesagt, so, aufstehen, jetzt! Und dann hat sie es gleich wieder gerissen und dann gleich mal einen Aufrufer und dann wieder 50 Liegestütze, weil sie überhaupt nicht mehr auskennt hat. War klasse Zeit. Aber naja, mir hat es selbst gelangweilt, ich habe ein bisschen Gas gegeben, damit ich mit meinem Schmarrn da durchkomme, was ich verzapfen muss. Folgedessen habe ich ein bisschen schneller geredet und habe das wahrscheinlich schon zum 1000. Mal erzählt. Jetzt ist dann noch schneller gegangen, mitgekriegt hat keiner was, aber das hätte halt keinen Unterschied gemacht, weil wenn ich dann langsamer geredet hätte, dann wäre das wahrscheinlich genauso ausgeartet. So quasi. Ne? Einpennen, Bildzeitung lesen, Nasenbohren, zum Friseur gehen, mal kurz zum Bieseln 3 Stunden und dann wieder zurückschauen. Passt. So waren die Seminare. Aber auf Nacht war es dann aber recht lustig, weil die Auswärtigen dann meistens sitzen geblieben sind und am nächsten Tag sind sie dann alle sitzen geblieben, weil sie nicht mehr stehen können. Komisch. An was wird das liegen haben? Wahrscheinlich schwindlig geredet. Das einzige, wo ich gestanden ist, war ich. Weil ich sauf ja nichts. Ne? Das glaubt mir mal keiner, aber ist tatsächlich so. Sollte da irgendwas anderes behauptet werden, ihr lügt. Schlichtweg, freiwillig, lügt. Weil ich sauf nichts, ich trinke nur. So. Ein bisschen Stil braucht man schon. Wo sind die ganzen Leute, wenn man sie unterhalten möchte? Das ist unglaublich. Wo bin ich denn jetzt überhaupt? Jetzt bin ich in Schwandorf. Unterfranken. Das liegt von mir aus gesehen weiter oben, oder?
Was kommt da zuerst? Was ist in Nürnberg? Oh, der Oberfranken, Mittelfranken, Unterfranken. Soweit ist der Plan. Aber ich weiß immer nicht, was ist. Weil ein Freund von mir, der lebt in Ansbach. Oder bei Ansbach. Aber ich glaube, der ist schon gestorben, weil er hat sich jetzt schon eine ganze Zeit nicht mehr gemeldet. Der hat mir mal eine Stunde am Telefon zugehört und dann nie wieder. Wahrscheinlich hat er einen Gehirnschlag gekriegt oder so. Keine Ahnung. $60 haben wir da. Oh mein, oh mein, oh mein, oh mein. Ja, aber in dem Brief, da kann man direkt einmal reinschreiben, die ganzen Ideen da mit den Geheimaufträgen und mit dem College und mit, ja, das ist eigentlich, die ganzen Missionen können es eigentlich auf Legendär auch anbieten, ja, oder so in der Richtung. Oder am besten gerne die ganze Map. Ich glaube, das packt keiner mehr da. Jetzt wird er da richtig anstrengend. Aber die hat einmal eine Herausforderung. Zumindest für die schon so lange dabei sind. Weil ich für meinen Teil, wie das Spiel angefangen hat, ich habe tatsächlich zuerst einmal auf schwer gespielt, also normal habe ich auslassen, aber zuerst einmal natürlich die Story. Dann habe ich gleich umgestellt auf schwer und dann auf herausfordernd und dann ja ruhig. Ich habe wieder langsam aufgespielt, muss ich ganz ehrlich sagen. Heiko, Mahlzeit! Was, aus Thüringen? Boah, bist du ja im Ausland, mein Freund. Ah ja, der Urlaub da, Heiko hat Urlaub, genau. Da war da irgendwas. Naja, weil wir gerade ein bisschen gelabert haben, wir es praktisch die Vision ein bisschen attraktiver machen könnten, weil es doch relativ ein bisschen fad wird mit der ganzen Geschichte. Ja? Weil die Sets werden immer stärker, die Ads werden immer leichter gemacht. Da sollen sie irgendwie was einbauen, würde ich sagen. Ja, noch. Mich hat es einen ganzen Tag abgeregnet. Wenn ich abgeregnet, ja, dann fällt mir mal das blöde Lied vom JBO ein. Wahnsinn. Über den Marvin. Jo. Division-Entzug, ja, das glaube ich. Wenn man es gewohnt ist, gell? So. Ich habe jetzt so ein Dusel, weil wir da raufgefahren bin, war auf der Seite ein immens brutaler Stau. Aber irgendwie hat sich das brutal aufgelöst. So, jetzt ist Mittag. Mahlzeit, die Damen und Herren. Ja, ich weiß nicht, Heiko, wie viel das mitgekriegt hast, aber wir haben vorhin schon mal geredet gehabt. Weil ich schreibe jetzt tatsächlich mal so einen kleinen Brief an Ubi oder an Massive. Die sollen doch den ganzen Namen mal Schwierigkeitskarte raufdrehen. Beziehungsweise vielleicht in die Geheimmissionen Legendär-Level oder Schwierigkeitsgrad Master einführen oder irgendwo sowas. Da brauchen sie meines Erachtens ja gar nicht viel machen. Ja? Aber das wird schon, das hat schon ganz schön ziehen da jetzt, so sagen, oder? Also die meisten würden mir wahrscheinlich recht geben. Weil jeder wartet irgendwie, nein, Climax, wenn rauskommt, ja, dann hängen sie alle drin, bis sie es dann geschafft haben und dann ist wieder Fahrt.
Also, ich mag das Spiel über alles, weil es gibt einfach nichts Vergleichbares. Und wir schauen, was es bringt. Vielleicht bringt es was, vielleicht bringt es auch nichts. Auf die Antwort bin ich definitiv schon gespannt. Mal schauen. Muss ich mich da mal ein wenig befassen damit. Ja, genau. So etwas in der Richtung. Weil ich denke, da brauchen sie nichts Neues nicht programmieren. Dann können sie einfach. Jo, TV ist immer gut. Dann könnten sie. Bild ist gut, passt. Ja, es ist mehr wie 27p bringen nicht zusammen. Weil das packt meine Leitung nicht. Beziehungsweise da haben die Leute am Handy ein Problem. Es ist nicht so gescheit dann. Ihr könnt es normal bis auf 4K raufdrehen, aber dann wird meine Kamera extrem heiß. Ja, ich sterbe sogar auf herausfordernd, weil das ist überhaupt kein Problem für mich. Ja. Ich sterbe auf 10 Meter 18 Mal, wenn es passiert. Ich weiß nicht, an was das liegt, aber manchmal habe ich es einfach nicht drauf. Aber wie gesagt, das Heroisch ist, ja, es ist, gestern bin ich zum Beispiel die Arena gerannt, wir haben es gestern schon gesagt, und mit dem Event und der Arena und meinem Set, was ich angehabt habe, das was eigentlich überhaupt nur zusammengestöpselt war, eigentlich auf nichts irgendwie so, ich habe es einfach mal probiert, ja. Und ja, es hat schon reingehauen wie Sau. Da schaut man enorm, wahrscheinlich ja durch das Event, was gerannt ist, ja. Ich muss es dann heute, jetzt ist es ja aus normalerweise, ich muss es dann heute noch mal probieren, ob es dann immer noch so fad ist. Aber wenn die jetzt die ganzen Zahlen beim Heroischen dann das Legendär noch dazu tun würden, ja, und das, was jetzt legendär ist, auf Master raushauen, das einfach nur Geschwindigkeitsgrad mehr raushauen, war schon cool. Oder die ganze Map auf legendär stellen, das war ja auch schon mal was. Ja, weil dann kriegst du einen Delta auf den Hardcore-Charakter und dann ist er hinüber. Darum spiele ich Hardcore nicht so gern, weil ich nicht weiß, nicht kann, weil da musst du extrem vorsichtig sein, wissen, was du machst und dann beißt der schon wieder aus. Und wenn du dann einen Delta kriegst, dann bist du wieder instant am Arsch, wenn du Pech hast. Das taugt mir nicht, weil du hängst da einen Haufen Zeit dran, machst du, tust und werkst und dann alles beim Teufel. Das müssten sie anders machen. Sobald sie einen Delta hast, sollten die automatisch ins Safehouse katapultieren. Aber das ist halt nicht der Fall. Ja. Ich auch nur selten. Ich habe einen, der ist auf, was, auf 600 oder so. Der ist noch nicht einmal auf 1000. Aber das ist mein erster HC, also ich bin tatsächlich noch nicht gestorben. Das liegt aber daran, dass ich nicht so viel HC spiele. Aber wenn der einmal stirbt, den zweiten machen wir definitiv nicht, das haben wir geschworen. Damit geht ich mit der vierten Scheibe ab, damit ich mein Gear da ein bisschen aussortieren kann. Oder dann gehen irgendwie dann immer die. Jetzt habt ihr schon so viele Lagerplätze dazu, da, das ist immer noch zu wenig, also zumindest für mich. Aber wenn du ständig am Bauen und am Basteln bist, dann brauchst du ein bisschen mehr Lager als wie ein normaler. Weil sonst muss man den Scheiß immer wieder farmen, da heben wir es lieber auf und optimierst dann, wenn es braucht, als wir das dann umeinander rennen und dann ewig am Farmen bin. Oder am Craften, da geht das Material dann wieder aus und boah. So, wo sind wir? Ja, Regensburg in der Nähe. Und der da vorne dattelt auch schon wieder umeinander. Alter, gib mir da mal Gas, du Zipfelklatscher. Kann ja nicht sein.
Schmitz Cargo Pool, ja genau. Schmitz Katze vielleicht, aber nichts Pool Cargo. Eieiei. 75 auf der Autobahn, da kriege ich einen Vogel. Kann ja nicht sein. Weißt du, rechts unten ist so ein Pedal, da steigst du ganz langsam drauf. Ja, dann nimmst du einen Stor, legst du drauf und dann kannst du Zeitung lesen. Aber irgendwie funktioniert bei ihm nicht. Ah, jetzt geht's bergab, jetzt wird er raschner. Ja, schau her. Der hat jetzt auf das gewartet. Der tut, ja, wie sagt man jetzt da? Energieeffizient fahren. Oh. Ecofleet. Der Ecofleet bei mir, der blinkt den ganzen Tag. Ich weiß auch nicht, ich glaube, das Ding ist kaputt oder so. So, moin moin miteinander. Was gibt's jetzt da? Den Kasperl zu wissen. Oh, ich glaube, wir haben einen auf Datum einen Pfund Schweiner sind drin, oder irgendwie sowas. Ich hab Hunger, das ist nicht normal. War jetzt eine Schweinersdiät. Ehrlich jetzt, im ICE. Ja, eine Verspätung aus knapp 4,5 Stunden. Also eine arme umgestiegen in München, ja, das kann dauern. Aber ICE, hast du einen Geldscheißer oder was? Kann ja nicht sein. Das Ticket vom Schwabenländle nach Thüringen, das kostet mindestens 250 €. Einfach. Oder ICE Holzklasse, dann ist es nicht ganz so teuer. Ja, ich bin jetzt tatsächlich wegen Staub wahrscheinlicherweise. Irgendwie so in der Richtung. Spät ist es 12, jetzt habe ich eine Urstunde. Glaubt gar nicht. Welterbe Regensburg. Wow. UNESCO Welterbe. Ja. Was? Ah, das ist echt billig. Bringen uns die Plätze nicht mehr voll oder so. Du hast Second gebucht. 127 €, nein, da bin ich raus. Weil ich bin tatsächlich mit ICE mal auf Hamburg gefahren und da hat mir der Schmarrn einfach 280 € gekostet. Von Aschaffenburg nach München. 25 €. Ja, ich weiß auch nicht. Aber dann schwimmt meine Deutsche Bahn App wahrscheinlich. Die lesen Feldbolzen, ui, ja genau, dann kostet es dann 100 € mehr. Aber früher buchen, das ist der Trick bei der Geschichte. Das weiß ich auch vorher nicht. Ich weiß noch nicht 14 Tage im Voraus, wann ich ins Hofbräuhaus fahre oder nicht. Das ist bei mir relativ spontan und dann wird es teuer, ja, das stimmt. Kann schon hingehen dann. Jetzt hat er noch was geschrieben. Das ist aber wieder prickelnd. Was? Es ist schön als Sachse Erklärung in Bayern und auch viel Mühe mit Hochdeutsch geben. Ein Fan. Das ist noch. Ich habe einen Fan. Der erste. Muss man einfach machen. Ja, es ist. Ich habe das mit dem Sächsischen tatsächlich und mit dem Thüringischen überhaupt kein Problem nicht.
weil meine Wurzeln kommen tatsächlich aus Thüringen. Der bei mir zwar nicht mehr, aber mein Opa ist von Eger, Falkenau. Ist jetzt Tschechei. Und er ist Jahrgang 1926 gewesen. Ja, hat uns einiges mitgemacht und dann sind ein paar auf der falschen Seite sitzen geblieben. Und ich halt dann, ja, Verwandtschaft habe ich ja genügend da drüben. Ja. Also von dem her ist es kein Thema. Ja, Hochdeutsch, Bayerisch, boah. Das ist halt so eine Geschichte, gell? Es geht einfach nicht anders. Ich habe das schon probiert, aber ich bringe einfach kein reines Hochdeutsch zusammen. Das geht nicht. Oh ja, Tunnelführen. So, das war jetzt der Pfaffenstein-Tunnel. Jetzt glaube ich, kommt da nur der Pfänder-Tunnel. Da muss ich abbiegen. Das Wetter ist ja zum Mäusemelken, ehrlich war. So hat schon lange nicht mehr gekriegt. War mit 3. Ja, nein, in Ringsburg funktioniert das tatsächlich. Wenn du nirgends ein Netz hast im Tunnel, hast du ein Netz, weil da sind extra so eine, ja, wie sagt man da, so Sendeteile installiert worden. Müssen sie laut Vorschrift tatsächlich, weil wenn ein Unfall ist im Tunnel drin und dem sein Handy nicht geht, muss er unter Umständen vielleicht ersticken, sterben oder weiß nicht was, Klappstuhl rausholen und warten, bis einer findet. Und somit haben die praktisch dann die Sendeteile in den Tunnel reingebaut. Also folgedessen ist da immer Empfang, besser noch wie draußen. Das ist seit, jetzt muss ich lügen, aber ich glaube seit 2020 ist das eine Bauvorschrift geworden. Wie der Mooshammer schon einmal gesagt hat, das taugt nichts, wenn es nichts kostet. Es muss was kosten, dass die Leute kaufen. Genau so ist es mir. Wenn es nichts kostet, dann taugt es nichts. So ist es. So, Prüfeding. Und die Susi labert auch schon wieder. Susi, was möchtest du jetzt von mir? Ah, bist du jetzt auch aufgewacht, oder was? Unglaublich. So, was gibt's Neues? Gibt's was Neues? Nice, was da. Ja, was macht denn der Defender? Tust du schon wieder reindrücken, gell? Ah? Ein Mingerer. Ja, magst du da noch fragen? Kennst du sofort am Fahrstil? 2 mm und vorne und 3 mm hinten Platz wird reingezogen, weißt du? Mike, ich danke dir recht herzlich. Aber Mike, ich komme aus Bayern. In Bayern hat man die Förmlichkeitsform, oder wie sagt man da? Sie gibt es bei uns nicht. Ja? Immer du. Weil es hört sich einfach viel besser, wenn ich sage, du Depp.
anstatt Sie Depp. Und bei uns ist Depp nicht eine Beleidigung, sondern ein großer Name. Das einmal dazu. Aber ich danke dir recht herzlich. Freut mich, wenn es jemandem gefällt, was ich mache. Ja! Jetzt muss ich mich aber schnell konzentrieren, nicht, dass ich einen abschiebe da über die Rampen. Weil jetzt fahren sie wieder, jetzt ist da wieder so ein Bugel drin, dann können sie fahren wieder nicht mehr. Aus Nürnberg, ja, da brauche ich ja gar nicht Hochdeutsch reden, das passt ja. Ein Franke. Wunderbar. Scheißegal, wie alt du bist, ich bin nur du. Ich war noch nie was anderes. Außer in der Firma. Da sagen sie aber her, Feldwalzen, das hört sich auch blöd an, oder? Eine halbe, Heiko. Deine Höchst. Dann macht ihr mal ein Seidler auf. »55! Mike! Respekt! Hast mir um 3, na Schmarrn, um 4 Jahre geschlagen. Da brauchst du auch nicht Sie sagen. Arschhaft, nein. Da bist du 71er Jahrgang. Jetzt der Heiko auf YouTube. Der Mahlzeit. Alle, die es vielleicht noch nicht wissen, ich bin auch auf Twitch vertreten, also wenn ihr Lust habt, könnt ihr gerne auch mal vorbeischauen. Gilt für Division, gilt für alles Mögliche. Wenn die Tage, wo ich frei habe und nicht Division mache, mache ich was anderes. Dann mache ich dann Metal Gear oder Far Cry oder irgendetwas anderes, scheißegal. Hat es auch Spaß gemacht, und jetzt muss ich dann der Sticker. Weil der scheiß Raumduft, das ist ein brutales Duft. Oh. Die werden mich umbringen, hundertprozentig. Bin ich froh, wenn ich wieder einen Beifahrer da habe. Der riecht dann wieder so richtig gut nach Knoblauch. Oder nach was anderem. Aber der Raumduft, der bringt dich definitiv um. Ja, Mike, freilich. Ich gebe mein Bestes. Ich danke dir, wünsche dir einen schönen Tag und hau rein. Oder halt die Ohren steif, wie wir mir gesagt haben. Ich werde nicht aufhören mit den Videos, wie sie entweder am Bildschirm nicht mehr sehe oder mir YouTube sperrt. So. Weil es nichts verstehen und der Chatbot am Arsch ist. Weil es mir einfach nicht übersetzen können. Das ist aber recht lustig, wenn ich selber ein Video von mir anschaue und lese dann, was im Untertitel drin steht. Oh mein Gott! Ja, da kommt irgendwie oft der Bullshit raus. Und jetzt, wenn ich mich einer nicht versteht, denkt er sich, ja, was labert der für einen Schwachsinn? Dabei stimmt gerade die Übersetzung nicht. Ich sage es vollkommen richtig. Nur der Chatbot, ja, der Übersetzerbot von YouTube, der ist halt für den Arsch. Aber so richtig. Ja, Mike, schauen wir wieder vorbei. Was es geht, Abo, Like, Glocke in der Reihenfolge. Das habe ich jetzt einmal sagen müssen, das sage ich immer einmal so. Einmal, jetzt klang es wieder. Weil ich habe da so ein Newsletter, was ich für YouTube kriege, und das heißt es, man sollte das erwähnen, was man so anbietet, weil die Leute vergessen das. Also sprich Discord, sprich Clan, sprich, weiß ich nicht, das mit dem Abo, das mit der Glocke und das mit dem Kommentar bitte da lassen und weiß ich nicht, was alles dabei steht, gell? Jetzt habe ich schon wieder gesagt. Das ist fix. Wurscht. Aber so steht es halt in dem Creator Newsletter drin. Ja. Ich weiß nicht, ich halte von dem Ding nicht viel, weil wenn man ein paar auf den Sack geht, dann mengt es ja zuerst nicht mehr.
So sage ich das. Wenn ich dann noch meine Statistik also anschaue, dass ich so ungefähr 83% von meinen Zuschauern, von den regelmäßigen Zuschauern, nur kein Abo haben, dann frage ich, Leute, drückt euch da drauf, mir bringt es weiter, dann kann ich mehr Videos produzieren. Ganz logisch. Ja? Aber naja, es ist alles so, wie es ist. Man macht ja nur ein Hobby. Und von dem her ist mir dann das tatsächlich auch völlig wurscht. Es ist halt sehr aufbauend, wenn man dann so liest. Jetzt im Januar habe ich hingeschaut, 800 Follower, denke mir, boah, geil. Dann habe ich hingeschaut, im März sind es 1000 gewesen oder irgendwie so. Denke mir, boah, so weit kommen wir. Und jetzt sind es 2800. Ich frage mich, Leute, wo kommt das alle her? Ah, Wahnsinn. Also ich hätte nie geglaubt, dass ich so viel zusammenbringe. Nie. Und naja, wie gesagt, die Plattform ist ein Matz. Je mehr das hast, umso besser werden deine Videos verteilt. Da ist ganz scheiß wurscht, ob du gut bist oder schlecht bist. Je mehr Follower das hast, umso besser wird dein Video verteilt. Umso mehr Leute schauen es natürlich dann auch an. Egal, was du für einen Content hast. Ja, das ist irgendwie auch schon ein bisschen blöd gemacht, aber wenn es so ist, kann ich es nicht ändern. Dann hol das so dahin und schauen wir, was passiert. Ja, Jeti, gell, du machst da echt eine gute Sache. Aber Musik ist halt einfach eine brutale Geschmackssache. Gell? Da kann sich natürlich jeder streiten. Das ist genauso wie beim Fußballclub. Jeder sagt, der ist der Beste, der andere ist der Beste. Und ich sage, ich kenne mich gar nicht aus. Ich habe keinen Besten. Aber mit Musikgeschmack oder mit Essen ist das Gleiche. Einem gefällt das, dem anderen schmeckt das. Aber im Grunde sind so viele Leute, Millionen Leute da drin. Und da liegt es dann einfach nur daran, dass das Video gescheit verteilt wird. Dass die Leute, die das anschauen wollen, auch eine Chance haben, dass das sehen. Und an dem hängt einfach alles. Ja, das ist scheißegal, was du machst, wie du das machst. In Bayern sind auch mehrere 2000 Leute. Ja? Oder Österreich. Die hätten überhaupt keine Probleme, dass sie mich verstehen. Aber komischerweise habe ich sehr viele Leute, die vom Norden sind. Weil der Dialekt passt oder weil es ihnen gefällt oder weil es ihnen gefällt, Rätsel raten, was ich jetzt gerade gesagt habe. Keine Ahnung. Ja, wie lange sitzt denn noch an so einem Video? Sitzt da ganz schön lang. Das dauert jetzt überholt mich schon wieder einer. Das darf ich jetzt nicht sagen. Ah, so ein Rischalbrunzer. Sag mal, der hat einen kleinen Lastwagen wie mich und überholt mich. Ja, genau. MAN hat er sich hinten hippig. Ja, genau. Machen wir Schleichwerbung, oder? So, passt. Was 2 bis 3 Tage brauchst du für ein Video zum Bearbeiten. Alter, das ist schon lang. Was ist da so zeitaufwendig dran? Ich bin neugierig, aber mich würde es einfach interessieren. Weil ich brauche schon auch lang. Ich habe jetzt zum Beispiel das 8-Minuten-Video, was ich jetzt letztens rausgehauen habe ich tatsächlich 3 Stunden gebraucht, bis ich es aufgenommen habe. Aber es liegt nicht an dem, weil ich mich nicht auskenne, was ich mache, sondern das Problem ist die Versprecher. Also ich habe jetzt dann, ich tue tatsächlich, das war nämlich enorm viel und ich habe das dann noch nicht ganz zusammengeschnitten, aber im Mitgliederbereich haue ich dann noch mal ein bisschen was ein, da kommen dann die Outtakes. Ja? Wie ich mich aufreg oder wie ich mich versprich oder ja, wo ich meine Haare dann auch rasiere, weil ich Schnauzen voll habe, etc. Ja, schneiden, editieren. Da habe ich ein gutes Programm, kostet normalerweise auch Geld. Da habe ich einmal Glück gehabt und habe es erwischt. Aber ich mache tatsächlich das Schneiden und die ganze Gaude ohne KI. Aber ich weiß jetzt tatsächlich von ein paar uns bekannten Creators, ja, die machen das mittlerweile mit KI, damit einfach der Zeitaufwand dezimiert wird. Ja. Wenn du was Gutes hast, dann wird das schon funktionieren. Ich bin da tatsächlich zu blöd dafür. Ja, wie gesagt, 4 Stunden pro Tag. Dein Video hat eine halbe Stunde ungefähr oder eine Stunde. Ja, kann schon hinkommen, dass das passt. Vor allem, wenn du mit Musik arbeitest, wie bei dir, dann muss das auch irgendwo ein wenig zusammenpassen und dann glaube ich, wird es dann noch ein wenig schlechter. Move Abi. 2 Stunden Video. Boah, ja.
Da brauchst du dann doch ein wenig Zeit, ja. Und dass du das kürzer hältst, das geht nicht, oder? Oder aufteilst. Ja gut, bei Musikvideos, dass da Leute drin hängen und sich das Ganze 1,5 Stunden, 2 Stunden geben. Wenn du jetzt ein Fan gerade von der Gruppe bist, was du vorstellst, oder dir das anhören willst, dann ziehst du das wahrscheinlich auch mit durch. Das ist halt beim Content, wie jetzt Gaming oder so, mache ich ja 2 Stunden Gameplay, das wird mit Sicherheit die ersten 5 Minuten und die letzten 10 Minuten angeschaut werden. Oder die Leute springen wie verrückt hin und her. Also bringt das gar nichts. Ich habe festgestellt, besten Videos, Zeit, sage ich mal zwischen 8 Minuten und 20 Minuten, das ist alles, das ich fühle, und dann auch nur dann, wenn ich ein Gameplay mit Soundtrack hinten dran habe. Und für die Leute, die es dann interessiert und denen wo das gefällt, die bleiben dann, sehe ich ja in meiner Statistik drin, dass am Anfang sich das Bild anschauen und dann zum Schluss das Gameplay, weil ihnen die Musik gefällt. Ja. Aber wie gesagt, die breite Masse schaut sich halt einfach nur das Bild an, bis es einmal ganz zeigt, machen einen Screenshot, hören sie vielleicht noch meinen Kommentar dazu an und das wird es dann gewesen sein. Also am meisten bringt es mal das, wenn es ein Video von vorn bis hinten durchläuft, weil es dann eben wieder besser verteilt wird. Geht aber auf das Ganze drauf. Man muss aber auf 1000 Sachen aufpassen und ich muss sagen, ich bin einer, ich scheiß da drauf, ja, ich mache mein Ding, solange es dauert, so viele Sachen oder so lange wie ich brauche ich. Wenn das Video halt dann nochmal eine halbe Stunde, ich habe schon eins drin, das hat eine Stunde gedauert, weil ich einfach mit dem Labern nicht fertig geworden bin, weil es so viel war. Ob sich das dann jeder anschaut, weiß ich nicht, aber ich meine, es gibt ja die Möglichkeit, dass man im Video weiter Vieres spult oder, wie sagt man da, hüpft. Ja. Das war jetzt, glaube ich, das ausführliche Video mit der Expertise, die zu erklären. Und da musst du halt so viel labern, das ist brutal. Ja, das ist schon viel. Wenn euch die Leute das zur Verfügung stellen, gell? Mir ist es tatsächlich manchmal ein bisschen zu hart, die Musik, muss ich ganz ehrlich sagen. Also Metal-Fan bin ich jetzt nicht wirklich. Aber ein paar gute Sachen gibt es, ja. Also von mir gefallen, aber die sind meistens dann schon alt oder ewig alt. Und bei den neuen Sachen habe ich absolut kein Problem mehr. Müsste man anhören. Ich höre tatsächlich alles querbeet an. Das ist wie beim Spulen. Die Wischen, da bin ich hängen geblieben. Und solange es das Spiel gibt, werde ich das auch zocken. Mal mehr, mal weniger. Und ich bin nicht unbedingt dabei aus, dass ich Content mache, sondern ich bin in erster Linie tatsächlich Zocker, Spieler. Und nebenbei mache ich halt meine Videos dazu. Aber ich habe jetzt nicht die Ambitionen, dass ich jetzt ein Vollblut-Creator mache. Die Sachen, die mich selber interessieren, mit denen, wenn ich die Zeit finde, mache ich die Videos. Und wenn mir ein Bild mir persönlich selber gut gefällt, dann stelle ich das halt einer bei YouTube. Und bei mir geht es eigentlich hauptsächlich um einen Spaßfaktor und nicht, dass ich ein Meta-Bild einstelle und nichts Besseres gibt es nicht oder weiß ich nicht was. Weil im Grunde macht ja jeder Creator dasselbe, weil es gibt einfach immer nur die gleichen Teile und die kannst du einfach mal so zusammenschrauben. Und das Meta wird, kannst du halt gerade 5 Builds bauen. Ja, Punkt. Oder Spezialbuilds für Raid etc. Sowas mache ich nicht, weil ich tatsächlich Raid nicht laufe und mich da, ich könnte eins bauen, logisch. Das muss man dann der Obstfahrer oder was zur Verfügung steht. Oder einer, der wo halt täglich oder kontinuierlich im Raid drin ist, die würden mich das schon abkupfern lassen, aber das mag ich nicht. Und wenn ich tatsächlich mal ein Bild ausbringe, was ein anderer schon gebracht hat, dann ist das absolut reiner Zufall. Ja. Jetzt muss ich mal zu meiner Verteidigung schauen. Weil ich schaue jetzt tatsächlich keinen anderen an und zumindest keine Bildsvideos, weil egal wen du anschaust, da kann ja jeder das gleiche Bild herzeigen, jeder macht es auf seine Art und Weise und dem einen gefällt das besser und dem anderen gefällt es von anderen besser. Und letztendlich ist es aber das gleiche Zeug, was jeder herzeigt. Da hat auch unser Österreicher auch schon mal wieder ausgebracht, so quasi, ja, Bild kopieren oder nicht kopieren oder der hat das gleiche gesagt. Der Daniel hat auch das gleiche gesagt. Ja, also, da ich da auch schon mal gefragt habe, weil das einfach auch blöd ist, weil ja, was weiß man, aber wenn man es nicht direkt das Video von einem anderen kopiert, dann ist es keine Kopie, weil man es ja selber zusammenbaut hat. Ja, und genau das mache ich. Ich baue meinen Club selber zusammen und mache das und zeige es dann her. Und wenn das dann vor mir schon ein anderer hat, ja, in Gottes Namen, dann soll es halt so sein. Ja, dann ist es halt einmal so.
aber ich schaue mir es definitiv nicht ab. Ja. Die einzigen, die mir dabei helfen, ist mein Clan oder meine Community, die mir ab und zu mal ein Bild zeigen. Manchmal bringe ich es dann tatsächlich so, wie es gewesen ist, und dann sage ich es aber dazu, von wem das ist, oder ich verändere es, sodass es halt mir taugt oder für meinen Spielstil, ja, dann haue ich das da so rein. Was? Ich habe einen Master, was? Levelbild. Ja. Ja, wie gesagt, mit der Peste spiele ich tatsächlich jetzt gar nicht so viel. Ich habe jetzt gestern ein Bild im Stream gespielt. Das sollte eigentlich mit LMG spielen. Ich habe es dann mit der St. Elmo gespielt. Und ich muss sagen, das ist ausbaufähig. Wenn man das ein bisschen umbaut, dann könnte es tatsächlich echt am Striker drankommen. Ob es besser ist, glaube ich nicht. Oder stärker, nicht. Aber mit Sicherheit dann ja, spaßig zum Spielen. Und gestern habe ich tatsächlich, wenn ich mich nicht so blöd gestellt hätte, mit dem Set legendär gespielt. Aber es war das Event noch aktiv. Also mit den erhöhten nicht Schaden. Mit den erhöhten Chance und erhöhten Schaden durch kritische Treffer. Jetzt kann ich nicht sagen, ob das wegen dem war oder ich muss das erst einmal ohne dem Event probieren und dann, wenn es dann was taugt, mache ich tatsächlich auch ein Video drüber. Ja, ist Ansichtssache. Ich finde, er macht seine Sache gut. Ganz ehrlich, ich selber habe am Anfang auch geschaut, wie ich noch nichts gemacht habe, ja, bis ich dann zum Daniel gewechselt habe. Und ganz am Anfang, oder sage ich jetzt einmal, ja, es gibt ja eigentlich nur die bekannten 4. Ja, das ist der Shooter, Daniel, der Charles und ich sage jetzt einmal der Cohinho mittlerweile auch noch, oder der Bespin, wie es alle heißen. Aber jeder macht die Sache auf eine andere Art und Weise. Und tatsächlich denke ich mal, dass der Charles das schon am längeren macht. Und genau deswegen kennen ihn halt die Leute und seine Videos werden verteilt. Und ob der jetzt viele Videos bringt oder wegen jedem Schmarrn ein Video bringt, muss ich ganz ehrlich sagen, passt, wenn es die Leute sehen wollen und wenn es einschalten, dann passt es ja. Ja. Wenn man es nicht sehen will, man muss ja nur nicht einschalten, das ist gleich wie bei mir. Wenn einer was nicht sehen will, ja, ich muss ja nicht anschauen. Ja. Ich brauche da auch keine Negativkommentare oder sonst irgendwas. Es gibt da einen Button, da kann man wegklicken oder weiterklicken, da muss man es ja nicht geben. Ja, ganz einfach. Ja, Content. Sicher, er versucht halt da die Leute zu unterhalten. Love to entertain you. Und was möchte er machen, wenn kein Content im Spiel da ist? Ja, man macht halt das auf eine andere Art und Weise. Ja. Ich finde das völlig in Ordnung, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das sage ich jetzt nicht nur, weil ich im Stream bin, sondern weil ich wirklich der Meinung bin. Wenn ich scheiße finden würde, dann darf ich es auch sagen. Aber ich finde es nicht scheiße, ganz ehrlich. Es sind ein paar lustige Sachen drunter, es sind ja, manchmal auch tatsächlich oder fundierte Sachen drunter. Ich lese mir da noch ein bisschen ein, ob jemand recht gehabt hat, wenn er sowas verzeiht oder nicht. Wie gesagt, andere Videos schauen ich für meinen Teil schon, weil mein Favorit von den ganzen Creator ist jetzt von, ja, die, wo ich tatsächlich Sonntagabend anschaue, jetzt mache ich Schleichwerbung, Achtung, das ist der Adventure Buddy, weil der macht die Lost Places, momentan ist er auf Backpacking-Tour und das sind Leute, die haben tatsächlich, also von denen Leuten habe ich echt brutalen Respekt. Ja, weil ich habe mit ihm da schon privat geschrieben und ich muss sagen, der Typ, ich ziehe den Hut. Und der macht praktisch Lost Places, dann ist er mit seinem Jeep einmal ein Jahr lang nur im Auto gelebt, in seinem umbauten Wrangler Jeep, was er da gehabt hat. Der war umgebaut zu einem, ja, wie sagt man da, fast ein Wohnmobil, ja.
Das hat er wegen Sponsor gekriegt, wahrscheinlich von der Firma, das weiß ich jetzt auch nicht. Aber der hat über 160.000 Follower, macht das jetzt seit 7 Jahren oder seit 8 Jahren und hat ganz klein mit dem Handy angefangen. Ja, und damals hat es die Lost Place Videos oder die Leute noch nicht so stark gegeben und er ist halt zum richtigen Zeitpunkt auf die Welle aufgesprungen und hat sich jetzt da einen brutalen Namen gemacht. Und der ist auch eigentlich ein Unruhetyp, sage ich jetzt einmal, der kann sich schlecht Start halten. Er mag das generell nicht, aber an einem Fleck zum sein und folgedessen ist der eigentlich das ganze Jahr immer unterwegs. Mit, wie jetzt gesagt, jetzt mit einer Radeltour von, ich weiß nicht wo er her ist, ich glaube aus Köln, vor der Richtung Schweden mit dem Radl. Letztes Jahr wollte er ans Nordkap fahren mit dem Radl, das glaube ich haben sie dann nicht so ganz geschafft, aber er ist trotzdem schon 4000 Kilometer mit dem Radl gefahren oder so. Und ja, das sind dann Leute, die wo ich sagen, bei denen geht es auf körperlich fit, ja, Einstellung top. Ich bin zwar jetzt nicht so der Vegetarier wie er, eigentlich gar nicht, aber wenn einer so eine Einstellung hat, dann muss man ihm die lassen und Respekt, wenn er es durchziehen kann, weil es nicht einfach ist. Das sind einmal dann Creator, sage ich mal, in der Sparte, die wo jetzt nicht zum Gaming-Sektor kehren, aber ja, die haben brutal was drauf. Weil es geht ja dann auch ums Rechtliche, wenn du irgendwo drin bist und so weiter. Also da hängt der ganze Rattenschwarz dran, was wir als Zuschauer gar nicht sehen. Und mit dem Gaming-Content das Gleiche. Da hängt so viel dran, du musst so viel lesen, du musst die einarbeiten und bah. Und da brauchst du einfach Zeit für. Ja? Wenn du die nicht hast, bist du abgeschissen. Ganz einfach. Da hat es mir über den Charles nicht so lästern, weil er macht seine Sache gut. Jeder macht es auf seine andere Art und Weise. Und ja, er macht es jetzt so, wie er es macht und das schon auch ein paar Jahre. Und die anderen waren es anders und jeder macht irgendwas Spezielles. Ja. Und dem, der was gefällt, der schaut dazu und der andere schaut bei jemand anderen zu. Fertig. Da gibt es nichts zum Schlechtreden oder der ist besser wie der andere. Es ist immer Sympathie. Einer hat für den Sympathie, der andere für den anderen und genau das Zeit. Ja. Und ja, alles andere ist halt so, wie es ist. Möchte jetzt der andere, eine oder andere sagen, Schleimer, bitte nicht. Ich sage einfach nur das, was man denkt. Ja, genau das ist ja das. Am Anfang, schau hier, das ist ganz einfach. Du fängst jetzt mit Division ganz neu an. Gibst irgendwas neu in YouTube, weil du irgendwas suchst. Und wer kommt als erstes? Dreimal darfst du dran. Immer der wo die meisten Follower hat. Entweder ein Haufen Amerikaner, gibst das Deutsch ein, kommt als erstes Video unser Freund. Ja? Es ist halt einfach so. Und auch wenn es gibt viele kleine, gute Streamer, die wo ich persönlich dann auch ab und zu mal gucke, ja, die haben überhaupt nicht bekannt, die haben aber also manchmal wirklich gute Sachen im Petto. Ja, aber die kennen halt keine Sau. Die ganze Geschichte bei YouTube ist einfach das, bekannt musst werden, viel Leute musst erreichen, die Reichweite musst ausbauen, wie auch immer. Und das geht einfach nur, wenn du Content postest, ja, wenn du irgendwas reinklatscht. Ja, währenddessen, dass wir jetzt da labern, müsste von mir tatsächlich auch Short in Höhe oder freigeschalten worden sein, so am Mittag vor einer halben Stunde ungefähr. Das ist auch gerade wieder, was ich erlebt habe gestern im Stream, dass der Snitch von dannen schwebt. Der beamt sich wieder zurück an seinen Platz, wo er eigentlich steht. Keine Ahnung warum, Fehler im Spiel. Genauso wie das andere, was ich drin gehabt habe, der Spiegelsaal. Da haben wir den Huntsman gemacht und irgendwie hat die Grafik gesponnen, hat alles ausgeschaut, als wenn alles verspiegelt wäre. Also der Boden, Wand, war. Ja. Also das sind dann aber so kleine Dinger. Das ist halt, ja. Oder gestern auch, die Tür war zu und die Ads sind trotzdem aus den geschlossenen Türen aus. Also es kommt dann auch ganz gut. Wenn du dann zuschaust und denkst, ja passt, die Tür ist zu, drehst dich um und in dem Moment schlupft einer durch die geschlossene Tür durch. Ja, Bug Vision. Ja.
Aber momentan glaube ich, ist für den ganzen Gaming-Sektor eher ein bisschen mau. Oder ich schaue die falschen Sachen an. Weil im Moment kommt jetzt nicht wirklich was Pfui irgendwie. Ja. Alles ein bisschen austragen und ausgelutscht. Ich weiß jetzt gar nicht, ob Battlefield jetzt tatsächlich schon zum Kaufen und schon online ist oder jetzt die. Wir haben es da geschrieben, das war ja nur ein Testserver, was da gelaufen ist, oder? Also ich habe da ehrlich gesagt nicht mitgemacht. Obwohl man das Ding tatsächlich auch mal anschauen muss, aber das ist ja komplett PvP, glaube ich. Wenn man 4er Teams, 4er Squad durch, wenn es gut gemacht ist, könnte es schon interessant sein. Aber ich glaube, ich muss mich da aufregen, weil wenn irgendwo mein Kopf aus der Batsch liege ich wieder, am besten ein Panzer rein und überall drüber rumpeln. BF ist raus, warum? Weil was ist BF? Bin ich wieder blind? Und die Susi weiß auch schon wieder was. Was weißt du, Susi? Leck Englisch. Jetzt geht's wieder los. Leck, jetzt müssen wir schnell helfen. Jetzt hat man Englisch geschrieben, Pro. Weise Environment not loading. Oder Environment. Was ist ein Environment? Environment, ja. Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, was das heißt. Environment. Wahnsinn. Ja, geschrieben, warum die Umgebung nicht geladen wird. Umfeld, ja, meine Fresse. Ja, ich habe einen Übersetzer da mit so blöd, glaubst du? Was schreiben du? Ja, Bug. Wobei Bug heißt ja eigentlich Käfer, oder? Bin ich falsch dran? Wahrscheinlich wird meine Grafikkarten überfordert gewesen sein oder hat es viel Leid in dem Kopfgeld gehängt. Weil jetzt, wenn es drin einiges, dann hast du 5 Minuten, hast du Unterstützungsanforderung wegen Kopfgeld und meistens ist es da unten der Huntsman. Also, weiß auch nicht. Wenn es das richtige Zeug anhast, ist es ja tatsächlich gar nicht so schwer. Aber ich habe mir am Anfang auch von dem, ich glaube, 30 Mal platt machen lassen, bis ich das geschafft habe. Und mittlerweile, beziehungsweise ich habe es aber nicht auf normal oder sonst was probiert. Ich habe das, glaube ich, ruhig angegangen. Und irgendwie hat mich der Typ ganz schön aufgeregt. Weil, guckst du, zack, weg. Spätestens beim zweiten Schuss bis platt. Oder er kommt wieder mit seinem Oxy-Scheiß daher. Also, ich muss sagen, was sie jetzt da neu reingebracht haben, haben es die Jungs wirklich gut gemacht. Da brauchen wir überhaupt nicht reden. Der ganzen Halloween-Zeug, was eingepflanzt haben mit den Kürbisse und Statuen mit leuchtenden Augen und was der Teufel was. Also, ja, muss ich sagen, für das Event absolut genial. Und ich bin gespannt, ob es so weiter dann, ob es dann ein Weihnachtsworld dann auch noch gibt, wo es dann schneit. Nein, das kann es nicht machen. Aber wurscht. Mit geschneiten Straßen oder irgendwelche Schneehaufen auf der Seite oder
oder. Ja, Haufen Scheiß. Wie an Silvester. Ja, Fanatiker zünden und dann drauf, ja genau. Aber da fällt wohl jetzt noch wer ohne Modifier spielt, weil die erleichtern ja das Spiel, habe ich es halt dann am Anfang tatsächlich nicht geschafft. Und dann bin ich draufgekommen. Die haben das ja so bauen müssen, weil die Modifier ja eigentlich aktiv sind. Und damit du den Huntsman so richtig schaffst, tatsächlich brauchst du den Fanatiker. Das fördert dann wiederum, dass du die Mods farmst, wobei das dann wieder das Spiel fördert, weil die Leute ja am Farmen sind und am Spulen, damit sie das Zeug kriegen. Die Überlegung ist gar nicht schlecht, was da gehabt haben. Aber ja, wenn du dann so hingehst wie ich, ohne Modifier und von nichts null keine Ahnung, ja, das erste Mal, batsch, batsch, tot, batsch, tot, batsch, 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 tot, 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 tot und jetzt geht mir dann der Diesel aus. So ein Scheiß. Ja, unbedingt. So, jetzt glaube ich geht's wieder.
Ja, mittlerweile bin ich ein bisschen müde geworden, glaube ich. Sorry, nichts mehr. Jetzt bin ich mit Blitzschauen beschäftigt. Ein sehr Blitz wieder. Ja, schlimm, sage ich da gerade noch. Ganz schlimm. Ah. So, jetzt habe ich es dann aber mal geschafft, gell? Weit ist es ja nicht mehr. Noch 10 Kilometer. Zeit wird sie. Ja, aber wirklich. Wenn du den ganzen Tag da sitzt und schaust von den Deppen im Fenster aus, schaust die Autos an, was sie überholen, dann wird man dann echt ein bisschen, wird man Matschbirne. Zwischen 1 und 3 kommt bei mir wieder der tote Punkt. Wenn andere noch fit sind, bin ich schon wieder fürs Bett reif. Aber wenn du bald aufstehst, stehe ich jeden Tag um 12:30 in der Früh auf. Und von 1 bis um 3 mache ich irgendwelchen Content oder ich stream. Oder ich zocke einfach gerade. Meistens bin ich an irgendwas basteln. Das dann über die ganze Woche, darum habe ich Samstag, Sonntag frei. Da mache ich gar nichts. Dann liege ich dann wahrscheinlich auf der Couch. Aber irgendwann muss ich mal echt zur Primetime einen Stream machen und mal schauen, so ein bisschen Gaming-Stream. Damit einmal die Leute Zeit haben. Weil in der Nacht die mehr dann halt nicht tun. Aber ich habe tatsächlich ein paar Zuschauer, die auch in der Nacht allweil dabei sind. Also schreibt zwar nichts, wahrscheinlich schalten sie gerade ein und schauen ein wenig. Aber so ich schlaf halt ein mit Feldholzen in der TV oder so. Es ist auch wurscht, oder? Jetzt habe ich tatsächlich einen halben Tank durchgehauen. Scheiße, das sind 180 Liter. Da geht es. 180 Liter Diesel, aber bin ich ehrlich. Da weißt du dann auch, warum das Zeug so teuer wird. Das sind fast 200 Euro nur Sprit an einem Tag. Ja, weil wir das dann aber noch so dumm geht.
Wenn du überlegst, was der Sprit kostet, was ich koste, was der Verschleiß vom Lastwagen ist und, was da schon auf die Wade draufschlagen muss, damit sich das überhaupt rentiert. Das soll ja noch was überbleiben. Aber das ist schon, da wundert es mich dann nicht mehr, dass es so teuer wird. So, über die Donau. Triebwerk. A92 zu nehmen, dann leicht rechts abbiegen zur Auffahrt A92. Leicht rechts abbiegen zur Auffahrt A92. Dem Verlauf von A92 noch 2 Kilometer folgen.
So, Susi, lebst Alles- noch? Passt. Ich habe alles im Blick und sobald es was Neues gibt, melde ich mich bei dir. Wenn du sonst noch was brauchst, einfach Bescheid geben. Servus und viel Erfolg mit deinem Video. Susi, lese mir mal den letzten Update von Division vor, von Ubi und Massive. Am 21. Oktober 2025 hat Ubisoft das Halloween-Event für Division 2 gestartet, das bis zum 11. November läuft. Spieler treffen dabei auf den neuen Gegner der Houndsmen, jagen Mini-Warhounds und können exklusive Belohnungen wie das Sinister Shade Outfit und die benannte Waffe Quickstep freischalten. In der ersten Woche, 21. bis 27. Oktober, gibt es garantierte Teile des Houndsman-Outfits, danach sind sie im Shop erhältlich. Parallel läuft vom 24. bis 27. Oktober das Redline Overdrive Event mit erhöhten Stats wie plus 50% kritischen Schaden. Gibt es Entwicklungen bei Ubisoft Massive? Zusätzlich gab es keine neuen Entwicklungen bei Ubisoft Massive seit dem Start des Halloween-Events. Der Fokus liegt derzeit auf den laufenden Events und der Umstrukturierung im Studio, wie zuletzt berichtet. Sobald neue Infos erscheinen, melde ich mich. Brave Susi, mach's gut. Hallo, Moskau ist die Hauptstadt von Russland, bekannt für ihre beeindruckende Architektur wie den Kreml und die Basilius-Kathedrale. Wenn du etwas Spezielles wissen magst, sag einfach Bescheid. Ja, du hast schon wieder einen spinnenden Gehörgang, du verstehst mich wieder nicht rein. Schlechte Internetverbindung, passt schon, alles gut. Ah, alles klar, kein Problem. Wenn du wieder was brauchst, bin ich am Start. Bis dahin, mach's gut und viel Spaß weiterhin. Bei deinem Scheiß. So, meine Freunde, das war's jetzt auch wieder mit dem Stream. Ich habe das Ziel schon langsam erreicht. Ich hoffe, ihr seid nächstes Mal wieder dabei. Viele Grüße an meine Follower. Danke, dass ihr mit dabei seid und dass ihr mich unterstützt. Freut mich narrisch, ich kann es gar nicht so ausdrücken, weil mich es total überwältigt hat, tatsächlich. Ich weiß gar nicht mehr, da bin ich auch mal sprachlos und weiß nicht, was ich sagen soll. Also in dem Sinne, habt einen schönen Tag, haut's rein, macht's halb auf, jetzt ist Feierabend. Bis zum nächsten Mal. Servus, pfiat euch, eure Feldwitz.